Okay, wir kochen heute unglaubliches Essen. Wir kochen Brokkoli und dann, jetzt kommt's Leute, wir kochen motherfucking Rösti, Schweizer Rösti. Geil, Mann. 550 Kalorien hat dieses Ding hier. 14 Minuten Zubereitung, Rösti mit Käse überbacken und 2 Spiegeleiern. Ja, das würde ich gerne essen, aber das ist leider zu ungesund. Ich muss auf meine Ernährung achten, Chat. Guck mal. Ich bin so fett geworden. Ich habe mir einen Vertrag gemacht. Vertrag zwischen Adrian Vogt und Adrian Vogt vom 28.02.2024, also gestern, bis Malle Opening. Nur Wasser, 20 Uhr bis 12 Uhr immer fasten, mindestens einmal Sport am Tag, gesund essen. Hier steht noch den und auf Kalorien achten und hier steht was ihr nicht wissen könnt. Und das, da habe ich unterschrieben, ich, Adrian Vogt, ziehe durch. Das heißt, ich muss auf Ernährung achten. Ich habe heute schon 500 Kalorien gefräsen. Genau, das heißt, ich muss ein bisschen gucken. Aber das heißt, wir hätten hier 500 oder 600 Kalorien und das hier gibt zusammen 700 Kalorien, I guess, oder so 600, ja, ich würde sagen so 700 Kalorien. Real Talk Macher, ich weiß, also ich hoffe es funktioniert so, ne? Aber ich glaube, wenn du dir so einen Vertrag machst und den hier hinhängst, dann siehst du den jeden Tag und das ist halt geil dann, ne? Dann kannst du immer drauf gucken und denkst dir so, ja, ich zieh durch. Okay, dann haben wir noch Cottage Cheese für die Gains, für die Proteine. Und Mayonnaise Light, weil Mayonnaise, darauf wollen wir nicht verzichten, weil ich gucke eigentlich in erster Linie auf Kalorien und nicht auf, wie das Essen zusammengesetzt ist. So, jetzt habe ich es gecheckt. Mit was fangen wir an? Wir machen erstmal Wasser. Was gibt's eurer Meinung nach für geile Gerichte, wenn man so ein bisschen auf Kalorien achtet, die trotzdem Volumen haben? Das ist jetzt hier ultra der Experten-Talk, den wir führen, aber scheiß drauf. Also sättigen, so Fett im Bauch drin sind, aber nicht so viele Kalorien. Ich bin drauf gekommen, eigentlich ist es immer Erdapfel, also Kartoffeln, Reis mit Thunfisch, so easy und stopft gut, aber Thunfisch ist hässlich. Thunfisch ultra hässlich, Digga. Haferflocken, Hühnchen und Reis. Aber Hühnchen dann so angebraten in der Pfanne, ne? Aber das fühle ich, das ahne ich. Ich ahne das irgendwie nicht so krass. Ich weiß nicht wieso. Ja, okay, doch, wenn man es vielleicht geil macht oder so Hühnchen im Backofen. Aber jetzt kommt mein großes Problem, okay. Ich weiß nicht, wie man Reis macht. Und jetzt die Frage am Chat. Lohnt es sich, einen Reiskocher zu kaufen? Lohnt sich das? Ein Reiskocher? Digga, ich weiß nicht. Guck, ich habe hier Reis. Hier habe ich Reis. Hallo Reis. Ich wüsste jetzt nicht, wie man diesen Reis zubereitet. Okay, du nimmst Reis, machst doppelte Menge Wasser rein, aber das wird immer Shit. Das wird immer Shit. Weil irgendwie alle sagen, dass das schon geil ist, so ein Reiskocher. Oder mit den meisten Leuten, mit denen ich geredet habe. Die meinen alle schon, dass es geil ist. Basmati-Reis muss es sein. Kauf Onkel Benz Langkornreis. Der ist der Beste. Oh mein Gott, Digga. Ich habe meinen Kaffee vergessen. Guckt euch das mal an. Digga, der ist perfekt. Hihi. Der ist wirklich perfekt gefüllt. Ihr checkt, glaube ich, noch gar nicht, was für eine geile Rösti wir machen. Das ist ultra viel und das stopft so geil, weil das ist halt schon, ne, Kartoffeln stopfen halt immer geil. Und Kartoffeln sind eigentlich grundsätzlich relativ gesund. Ich muss so ein bisschen Kuchen machen, und dann flippe ich den nachher wie ein Weltmeister. So. Platte ist an. Ist das wie Kartoffelpuffer? Ja, das ist wie Kartoffelpuffer, aber ein geiler. Ich glaube, Kartoffelpuffer ist noch fettiger bisschen. Rösti ist so ein bisschen klassischer. Aber mit Kohlenhydraten sollte man nicht übertreiben. Hat Reis keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate? Und wieso sollte man mit Kohlenhydraten nicht übertreiben? Ich check das nicht. Also ihr müsst wissen, ich bin, was Ernährung angeht, wirklich nicht so der hellste. Immer wenn ich abnehmen will oder so, dann esse ich halt einfach weniger Kalorien, als ich brauche. Aber ich gucke jetzt nicht so auf die Nährstoffe, die dann wirklich drin sind. So, ne? Checkt hier. Yo Leute, was geht? Ich bin's Max. Und jetzt nehmt ihr erstmal euren Kochkellen in die Hand. Bisschen Salz rein. Kann man ein bisschen Salz reinmachen bei Brokkoli? Ja, machen wir ein bisschen Salz rein. Wenn du Ausdauersport betreibst, musst du Kohlenhydrate ballern ohne Ende. Denk dir ein Marathonzelt zu Ausdauersportarten. Mal kleine Quizfrage. Schmeißt den Stiel, also den größten Teil des Stiels, der hier, schmeißt den nicht weg, weil ihr könnt so geile Ringe draus machen. Ich wasche den auch nicht. Ich wasche meinen Brokkoli nicht. Ich koche den ja da stirbt alles ab, was ungesund wäre. Ey, wieso brutzelt das so crazy? Also ich will einfach Sachen essen, die gut füllen, also viel Masse haben. Aber das sind ja oft auch Sachen, die nicht so viele Kalorien haben, einfach, dass ich viel davon essen kann. Ich finde zum Beispiel Salat geil, weil Salat hat ultra viel, ja okay, im Bauch hat es jetzt nicht so ultra viel Volumen, aber irgendwie Salat isst man gefühlt viel. Und das ist irgendwie geil. Ich nehme einfach Fett ab, da bin ich beim Marathon so 83 Kilo. Ich werde ultra viel abnehmen, Chat. Mein Ziel ist, ich weiß, es ist nicht so ein geiles Ziel, aber ist mir eigentlich auch egal. Ich will in 2 Monaten so circa 10 Kilo abnehmen. Wenn du viel an Volumen essen willst, dann einfach die Gemüsemenge erhöhen. Ja, stimmt. Stimmt, wieso habe ich nicht daran gedacht? Gemüse ist eigentlich voll geil, ne? Stimmt. Einfach so eine Süßkartoffeln, Brokkoli, Zwiebeln, Knoblauch, einfach auf eine Platte in den Ofen damit und yalla. Für Marathon solltest du da was anderes aufhören. Digga,
Bro, ich war heute joggen für Marathon, 6 Kilometer, 7 Minuten Pace auf den Kilometer. Ich glaube, das reicht easy für Marathon, oder? Nee, ich bin so shit gerade. Ich bin ehrlich ultra shit gerade. Aber egal, in 2 Monaten bekommt man das hin. Ich habe eine Grundausdauer, würde ich sagen, so eine gute Grundausdauer. Und an der muss ich jetzt arbeiten. Lunge fein. Ich check nicht, was du mit Lunge meinst, Brot. Ich bin doch, guck mal, wie fit ich bin. Hey Magdalena, du bist gerade in meiner City. Hab dich lange nicht gesehen, doch hatten lange keinen Kontakt. Also sag mir, was du machst. Naja, das Geile ist, wenn du Diät machst, Kaffee, Digga. Kaffee ist der Key. Holy shit. Guck, ich mach das einfach so. Ich schneide jetzt einfach so diese Dinge hier weg. Das ist immer so satisfying, weil die fallen dann so rein. Aber wenn es um Ernährung geht, sind viele Sachen umstritten, deswegen nicht alles 100% ernst nehmen. Ja, ich glaube grundsätzlich zum Abnehmen, wenn du im Defizit bist, ist ja okay, wenn du jetzt nicht nur Ultra-Shit frisst, so mäßig, ne? Reis geiler, weil mehr Protein als Kartoffeln. Okay, Chat, sag mal, 600 Kalorien in Reis. Wie viel Gramm Reis ist das? Oder wie viel? Ist es so ein Teller? Oder sind es 2 Teller? Oder sind es 1,5 Teller? Ich check das nicht. Und ich weiß auch nicht, ob hier mein Kuchen funktioniert, ehrlich gesagt. Mich nimmt jetzt mal Wunder, wie viel 100 Gramm Reis sind. Mann, meine Waage ist so scheiße, die geht immer aus. Das sind 130 Kalorien. Das heißt, das hier 5 Mal ist echt viel. Okay, das sind 130 Kalorien. Das ist eigentlich geil. Das mal 5, dann hast du ultra viel Reis. Ich komme langsam rein, Chat. Ich komme rein ins Essensgame. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass jetzt mein Brokkoli ein bisschen zu weich wird. Kann ich den Brokkoli wieder rausnehmen? Geht das? Auf dumm? Soll ich den Brokkoli... Nee, ich lass den abkühlen. Scheiß drauf. Okay, Chat, watch das jetzt. So, Teller rein. Okay. Und jetzt... Scheiße! Scheiße! Digga, der Teller war zu groß. Ich konnte den nicht halten. Mann! Shit. Chat, ich hab verkackt. Meine Rösti wird shit. Scheiße! 100 Gramm gekocht sind 130 Kalorien. Okay. Ich habe ein Problem, Chat. Ich kann meine Rösti nicht drehen. Ja, ich probiere es jetzt einfach. Ich mache den Brei so hier rein und dann... Ich gehe meine Rösti auf. Ich mache heute Crunchy. Oh Mann. Ich schwöre, ich habe das immer geschafft. Das ist eine Scheiße, Digga. Ich check Rösti nicht. Rösti ist ein Mysterium. Ja, und jetzt brennt es hier auf der Platte an. Scheiße. Scheiße. Und mein Brokkoli wird auch zu weich. Ey, oh Mann. Ich mach nie wieder einen Kochstream. Ich hasse Kochstreams. Guck mal, wie viel Stärke jetzt hier auf dieser Platte drauf ist. Scheiße. Ja, ich mache jetzt einfach gemixte Rösti. Es gibt halt keine Kruste. Schade weh. Oh Mann, Digga. Aber waren das nicht so 7 Minuten? Ja, kein Bock mehr zu retten, sage ich ehrlich. Okay, doch, das ist noch ultra weich. Ich kann noch retten, Chat. Warte. Ich mache jetzt ein bisschen heißer. Und jetzt kommt hier die Stärke raus. Ich rette, Chat. Ich rette. Warte, wir können die Rösti noch retten. Warte, so, dann draufhauen. Chat, ist es die richtige Taktik, so ein bisschen drauf zu kloppen? Oh ja. Sie bewegt sich. Ich save die Rösti, Chat, weil jetzt kommt die Stärke raus. Und jetzt ist schön alles eingefettet. Muss länger lassen. Scheiße, wie lange muss ich lassen noch? Ja, chillige Rösti, Leute, war richtig geil. Mann, ich bin so dumm, Digga. Kochen war schon immer mein Fachgebiet tatsächlich. Und jetzt denken alle, ich bin ultra shit im Kochen, aber das stimmt nicht. Naja. Wenn jetzt meine Brokkoli schon weich sind, dann dreht's mich, weil dann muss ich die jetzt schon rausnehmen. Aber ich glaube, die sind noch nicht weich. Aber ich mag Brokkoli eigentlich auch so ein bisschen, wenn es so ein bisschen crunchy ist. Okay, ich teste, Chat, Zu hart. Brokkoli ist zu hart. Brokkoli kann noch ein bisschen drin sein. Brokkoli, bestes Gemüse. Süßkartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Mann, diese scheiß Rösti. Chat, das hält nicht. Ich muss so einen Kuchen machen, warte. Okay. Wir haben jetzt diesen Kuchen hier. Wie lange muss ich den lassen, bis der hält? So in sich beim Drehen. Und muss die Rösti beim Drehen, sich so lösen vom Boden? Weil ich habe jetzt kein Fett oder so reingetan, weil auf der Verpackung heißt, dass man kein Fett reintun soll. Mehr Öl oder Fett in die Pfanne, Digga. Rösti ohne Zugabe von Fett in eine heiß beschichtete Bratpfanne geben. Circa 2 Minuten bei hoher Hitze anbraten, auflockern. Ach so, ich hätte die auch anbraten müssen, weil dann geht die Stärke raus, dann auflockern, dann zu einem Kuchen formen, nicht mehr bewegen, bei mittlerer Hitze circa 6 Minuten anbraten, bis sich eine goldbraune Kruste bildet. Was mir die Verpackung gerade gesagt hat tatsächlich, dass ich verkackt habe. Okay, ich gehe jetzt auf halbe Hitze, 6 Grad. Und dann nehme ich jetzt Brokkoli raus, dann kann der chillen, dann muss ich den nachher irgendwie in der Mikrowelle nochmal warm machen, aber scheiß drauf. Weil der Brokkoli sollte jetzt, glaube ich, warte. Ja, ich glaube Brokkoli ist gut, Chat. Weil ich habe es erst im Nachhinein gelesen. Ich wusste so grob, wie es funktioniert, aber ich wusste nicht richtig, wie es funktioniert. Checkt ihr? Checkt jetzt mal den aus, Chat. Als hätte ich noch nichts anderes gemacht in meinem Leben. Oh, schön ein bisschen durchschütteln und dann lege ich die aufs Holz. Bada boom, bada bing. Mach den Deckel drauf, damit es länger warm bleibt. Okay, warte. Oh, ich habe ja gar keinen Deckel.
By the way, ich fahre morgen früh wieder nach Berlin, weil ich morgen ein Event habe von On-Running in Berlin. So, morgen ich so in Berlin, werde ich so runnen. Fliegst mehr als Taylor Swift. Digga, ich flieg gar nicht so viel. Oh ja, es bildet sich eine Kruste, Chat. Wir haben eine Kruste bei unserer Rösti. Warte, ich mach noch ein bisschen. Die Schweizer... Oh, Chat, ist es geil, wenn ich ein bisschen Knoblauch... Ich mach so... ich mach jetzt einfach ganz bisschen, aber nur ganz bisschen. Ja, bisschen Knoblauch. Salz gut, wenn man sich auf den Marathon vorbereitet. Digga, das war nicht so viel. Shut up. Hier ein bisschen Salz, das verbrennt dann nachher alles, wenn ich flippe. Ich hab das Tempo, ey. Heller Gewürz-Ketchup-Flasche zum Trinken vom Monty-Event. Ich habe die noch nie gebraucht. Ich brauche die jetzt. Heute ist der Tag gekommen. Leute, der Tag ist gekommen, wo die Heller Gewürz-Ketchup-Flasche eingeweiht wird. Die Wohnung hier ist relativ geil, aber was shit ist hier ist, dass das Wasser aus dem Hahn, also das Hahnwasser, dass es nicht so kalt ist. Das heißt, ich mache Wasser immer in so Flaschen rein und stelle es in den Kühlschrank. Und dann muss es gekühlt werden. Das ist ein bisschen shit. Boah, aber guck mal die Rösti. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, die kommt gut. Okay, die bewegt sich jetzt schon mal eigenständig, das ist schon mal gut. Aber ich lasse die jetzt noch 3 Minuten ziehen. Und snack mir so einen kleinen Brokkoli-Stil. Nee, ich habe kein Sauvignon Blanc, aber ich habe Primakov Wodka. Straight aus Russland. Premium Quality. Der günstigste Wodka in der Schweiz. Ultra shit, ultra hässlich. Der steht seit einem halben Jahr bei mir rum hier. Mach mir den Wodka Bull bitte. Gibt es Leute, die sich so, anstatt einen Wein am Abend, die sich einfach so einen Wodka Bull reinschallern? Weißt du, so wie Leute, die sich so ein Glas Wein nehmen oder ein Bier. Das checke ich am Abend noch so. Aber gibt es Leute, die sich dann einen Wodka so selber mixen? Ich glaube, noch nie hat sich jemand so einen Wodka auf den Abend gemixt. Oh, heute Abend habe ich Bock auf einen Wodka Weil Wodka ist ja eigentlich nur geil beim Feiern. Sonst ist es eigentlich gar nicht so geil. Der Moment ist gekommen, Leute. Die Rösti hat eine geile Kruste, guck mal. Die bewegt sich jetzt hier selbstständig, die ist selbstständig geworden, die hat sich selbstständig gemacht. Und sollte jetzt eine ultra geile Kruste haben, okay? Check. Oh, ja. Oh, holy shit. Also ist mir ganz bisschen zu wenig goldig. Ich muss die Hitze ganz bisschen runternehmen. Ich muss 5 machen bei der Hitze. Und jetzt nochmal so, wir müssen jetzt leider nochmal so 10 Minuten anbraten. Ich finde es ein bisschen zu dunkel, Chat. Boah. Ich habe gerade ein Stück probiert und es riecht fett nach Knoblauch. Aber der Brokkoli ist richtig geil, Mann. Holy shit. Okay, jetzt noch zum letzten Mal Aromat drüber. Hier ein bisschen Aromat und ganz bisschen Paprika für den Swag. Ja, ich glaube, es geht schon mit dem Knoblauch. Der Brokkoli braucht ein bisschen Knoblauch. Okay, wie wird's beim Brokkoli richtig? Ich habe jetzt hier Brokkoli. Ich nehme nur ganz bisschen Knoblauch und dann Salz. Schön rein da und dann schön stir the broccoli, man. Ja, der Brokkoli fällt ein bisschen auseinander. Ich glaube, der ist doch ganz bisschen zu lang gewesen. Scheiße. Will jemand Brokkoli-Pesto? Das habe ich gekocht extra für euch. Ich habe einfach Brokkoli-Pesto gekocht. Das ist crazy. Oh Mann. Digga, das ist so dumm. Mann, scheiße, Digga. Jetzt habe ich meine Rösti verkackt und ich habe meinen Knoblauch verkackt. Denkt ihr, ich schaff's, meinen Cottage Cheese zu verkacken? Ich finde, sie ist ein bisschen zu dunkel. Die müssen ein bisschen mehr goldig sein oder vielleicht bin ich auch dumm, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt nicht auf Diät wäre, Digga, ich würde hier noch so Butter reinmachen und dann so ein bisschen die Heat upturn, dass es so richtig so, checkt ihr das? So richtig crispy wird. Aber jetzt müssen wir mehr mit der Zeit arbeiten. Ich habe eine Idee. Wir werfen ganz kurz ein paar Darts. Lass so 4 Minuten warten auf 5 auf mittlerer Hitze und ich werfe Darts in dieser Zeit, okay? Hier ist, by the way, Digga, sieht das shit aus. Mann, diese ganzen Haare von dem Ding fallen runter. Ja, scheiße, verkackt. Ich fühle das Tempo, ey. Und jetzt werfe ich eine 180. Ja, das war gar nichts. Ich habe heute Morgen 177 geworfen. 177. Nee, ich werfe nur private 180, geschäftlich nicht leider. Oh. Ja. 81. Ich habe heute mit meiner Mom telefoniert, als ich 177 geworfen habe. Ich habe einfach so mit meiner Mom telefoniert und dann plötzlich so, oh Digga. Da hat meine Mom gar nicht gecheckt, was abgegangen ist. Dann habe ich ihr erklärt, dass es jetzt krass ist. Und dann hat sie es gar nicht gejuckt. Gehst du zum Malle-Opening? Ja, ich gehe zum Malle-Opening. Weil das Malle-Opening ist, wie man hier sieht, 28.02. bis Malle-Opening. Malle-Opening ist, glaube ich, 5 Tage oder 3 Tage nach dem Marathon. Das heißt, ich kann jetzt ultra reinhasseln mit Sport und dann gehe ich nach Mallorca und zerstöre einfach alles innerhalb von einem Tag. Die Rösti ist fertig. Ich muss jetzt auf den Teller flippen. Oh.
Wieso ist da so eine Schraube, Digga? Da ist eine Schraube und die ist ultra heiß. Naja, was ist schon eine Schraube? Ich flippe die jetzt einfach so. Ne, ich flippe die nicht. Freestyle ist Shit. Ich mach so. Cheery. Nein, ich bin so dumm. Mann, das ist Shit, dass der Teller... Ja. Komm. Ey, das ist auch Shit. Ich mag jetzt Freestyle. Okay. Chat, watch this. Digga, war das scheiße. Jetzt ist der ganze Boden voll Rösti. Naja, um das Kunstwerk noch abzuschließen, nehmen wir jetzt einfach den Brokkoli ganz trocken und machen den so hier seitlich oben drauf. So, sieht gut aus. Hier crispy crisp. Chop chop up. Mayonnaise mache ich hier zur Seite. Hup. Das ist Light Mayonnaise, okay? Dann nochmal zum krönenden Abschluss. Nochmal ganz bisschen Aromat. So, passt. Cottage Cheese. Boah, sieht das geil aus. What the fuck? Digga, sieht ultra geil aus. Hast du Gurkenlutscher? Wie ist das Wetter so in der Schweiz? Was hast du heute gemacht? Viele Grüße aus Deutschland, NRW. Ich war heute Morgen joggen. Da habe ich gedehnt. Dann habe ich Wim Hof Briefing gemacht. Dann habe ich TikTok gedreht. Ja, und jetzt sitze ich hier und fress Rösti mit Brokkoli. Digga, no joke. Banging. 7 out of 10. Big ups. Big ups the potatoes. Big up the broccoli. Big up the Armad. Big up the Swiss people. You know the rules. Ey, wirklich no cap. Also Rösti ist insane. Big up the Rösti. Oh yeah, we're gonna try these. Big up the broccoli. Big up the mayonnaise. You know the rules. Oh yeah, that shit banging. 7 out of 10. 6 out of 10. That shit banging. Ey, ist wirklich geil. No joke. Oh Mann. Digga. Ich schmeiß Kartoffeln auf meine Tastatur. Digga. Ich schmeiß Kartoffeln auf mein ganzes Setup. Ich suche jetzt ein weiches Stück raus und ich probiere jetzt hier den hier. Yo guys, we're gonna try the broccoli. Big up the broccoli. Big up the Swiss people. Big up the vegetables. You know the rules. We're gonna try these. Yeah, that's your banging. 6 out of 10. We're gonna try, guys. We're gonna try the Rösti. You know the rules. Big up the Swiss people. Big up the potatoes. Big up the Aromat. We're gonna try this one. Yeah, 6 out of 10. You know the rules. Ich glaube, ich bin satt bis morgen früh. Das ist wichtig, oder bis morgen 12. Hunger ist nur eine Kopfsache, merkt euch das. Leute, ich küsse eure Herzen, ich küsse eure Moms. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. In diesem Sinne, Adi Toro, out. Tschüss.